Play. Das neue Let's Play ist, das Spiel ist Fallout New Vegas. So, ja, hier sieht man schon, dass ich mal angefangen habe, aber ich habe nicht weiter gespielt. Also etwa 3 Städte weiter. Und ich würde mal sagen, ich setze mir jetzt ein Ziel in diesem Let's Play. Und zwar nach Vegas zu kommen. Und ja, wir starten jetzt mal. Krieg bleibt immer gleich. Als das atomare Feuer die Erde verschlang, überlebten nur jene, die sich in große unterirdische Vaults gerettet hatten. Als diese sich wieder öffneten, zogen die Bewohner in die Ruinen der alten Welt, um neue Gesellschaften zu bauen, Dörfer zu gründen und Stämme zu bilden. Im Laufe der Jahrzehnte vereinte sich das, was einst der amerikanische Südwesten war. Unter der Flagge der Republik Neukalifornien, die sich der Werte Demokratie und Gesetzestreue aus der alten Welt verpflichtete. Mit der Republik wuchsen auch ihre Bedürfnisse. Späher zogen ostwärts, um in der gnadenlosen Weite der Mojave-Wüste nach Land und Reichtum zu suchen. Bei ihrer Rückkehr berichteten sie von einer Stadt, die vom Brand der Sprengköpfe unberührt geblieben war, und von einer großen Mauer am Colorado. Die RNK mobilisierte ihre Armee und schickte sie nach Osten, um den Hoover-Staudamm zu besetzen und wieder funktionsfähig zu machen. Aber auf der anderen Seite des Colorado war eine andere Gesellschaft unter einem anderen Feldzeichen aufgestiegen. Caesars Legion. Eine riesige Armee aus Sklaven, die durch Eroberung von 86 Stämmen entstanden war. Seit 4 Jahren hält die Republik den Damm, gerade so gegen die Anstürme der Legion. Und die Legion zieht sich nicht zurück. Auf der anderen Seite des Flusses sammelt sie Kraft. Lagerfeuer brennen, Kampftrommeln werden geschlagen. Während all der Zeit blieb der Strip von New Vegas für Geschäfte geöffnet, kontrolliert von seinem geheimnisvollen Aufseher Mr. House und seiner Armee aus rehabilitierten Stammesangehörigen und Polizeirobotern. Sie sind ein Kurier, der im Auftrag des Mojave Express ein Paket zum Strip von New Vegas liefern soll. Doch die einfache Zustellung nahm eine unerwartete Wendung. Du hast, was du wolltest, also her mit der Kohle. Jetzt heul hier nicht rum, Kumpel. Ratet mal, wer hier drüben aufwacht. Es ist Zahltag. Mann, hast du's bald? Vielleicht nieten die Kahne ja Leute um, ohne ihnen ins Gesicht zu sehen. Aber ich bin kein so ein linker Hund. Klar? Das war deine letzte Lieferung. Tut mir leid, dass du da reingezogen worden bist.
Für dich sieht das sicher wie eine ausgewachsene Pechsträhne aus. In Wahrheit war es von Anfang an ein abgekartetes Spiel. So, nach dem epischen Intro erwartet uns ein Ladebildschirm, den ich eigentlich noch recht gut ausfinde. Was passiert jetzt? Ah, ja genau. Sie sind wach. Na, sowas. Jetzt sind wir beim Pump. Hey, immer mit der Ruhe. Man sieht das Sie waren für Lichtfinger einige schon Tage außer Gefecht. tragen. Warum Wir entspannen sind Sie also nicht beim erstmal? Arzt. Orientieren Sie sich. Mal sehen, wie groß der Schaden ist. Was ist mit Ihrem Namen? Können Sie mir Ihren Namen sagen? Also, unser Name ist natürlich nicht Kurier, sondern ich nehme hier mal Krugel. Okay, Nicht unbedingt das, was ich für Sie ausgewählt hätte, aber wenn das Ihr Name nicht ist, frech werden dann bitte. ist das Ihr Name. Ich bin Doc Mitchell. Willkommen in Good Springs. Mitchell. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, aber ich musste ein wenig in Ihrem Schädel wühlen, um das ganze Blei rauszuholen. Ich bin ganz stolz auf meinen Umgang mit der Nadel, aber Sie sollten mir lieber sagen, wenn etwas nicht an der richtigen Stelle ist. Okay. Wie habe ich es gemacht? Okay. Krank. Ja, männlich sind wir mal. Nehmen wir mal das. Wir nehmen auch mal das. Alter. Sicher nicht so alt. So, weiter. Ja, fertig. Ja, die werden wir eh noch mal einmal sehen. Zwar jetzt. Die wichtigsten Dinge. Gut. Es Hoffe bringt ich. nichts mehr, Sie im Bett zu lassen. Mal sehen, ob Sie aufstehen können. Sicher kann ich aufstehen. Gut. Warum gehen Sie nicht ans andere Ende des Zimmers? Zum Vitalitätstester da drüben. Hey, Immer dem schön schäbigen langsam. Bett sind wir vorgelegen. Das ist kein Rennen. Ja, wenn du vor mir stehst, dann kann ich nicht weiterlaufen. Oh, wir können schon jetzt Sachen klauen. Ja, wir gehen jetzt mal zum Vitalitätstest. Sieht ganz gut aus. Gehen Sie rüber Ja, und ihr werdet probieren jetzt- Sie den Vitalitätstest aus. Ja, das So haben wir merken schon wir schnell, verstanden. ob Sie wieder alle Fähigkeiten beisammen haben. Ja, das weiß ich auch. Komm, ja, okay. Also Stärke nehmen wir mal eins mehr. Was ist das? Wahrnehmung. Sprengstofftitel. Ja, dann nehmen wir eins mehr. Das ist noch gäbig. Ausdauer. Das ist eigentlich alles wichtig. Charisma. Ja, Ja, das ist ein recht normales Ergebnis. Aber nach dem, was Sie durchgemacht haben, sind das gute Neuigkeiten. Nun, wir wissen, dass Ihre Lebenszeichen gut sind. Trotzdem könnten die Kugeln aus Ihrem Gehirn einen Haufen Großhorn dumm gemacht haben. Wie wäre es, wenn Sie sich auf die Couch setzen und ein paar Fragen mit mir durchgehen, um zu sehen, ob Ihre Hunde noch richtig bellen? okay. Unsere Hunde. Oh, es sieht alles so abgeschabt aus. In Ordnung. So, Ich werde ein Wort sagen. Sie antworten mit der ersten Sache, die Ihnen dazu einfällt. okay. Hund. Katze. Haus, Haus. Zuflucht. Nacht, Traum. Bandit, Erstechen. Licht, Strahl. Mutter, Fürsorge.
Gut, Ja, jetzt schau habe ich ein paar Aussagen. Bitte sagen Sie mir, wie sehr das nach etwas klingt, das Sie sagen würden. Die Okay. erste. Konflikte entsprechen einfach nicht meinem Wesen. Keine Meinung. Ich verlasse mich nicht gern auf die Unterstützung anderer. Ich möchte immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Okay, naja, keine Meinung. Ich freunde mich nur langsam mit neuen Ideen an. Überhaupt nicht. Ich gehe meine Probleme immer frontal Bin doch und direkt liberal. an. Ja, mein Wir haben es fast geschafft. Was sagen Sie, wenn Sie sich das hier anschauen? Sagen Sie, was Sie sehen. Okay, was geht's hier aus? Schatten, eine zerbrochene Kette. Ja, ich sag jetzt mal Gut. das. Was ist damit? Komm, wir sagen mal das. Und das Letzte. Ein bärtiger Mann, auch. Nicht in der Dunkelheit, was wollen die von mir? Das ist doch kein Gring da. Ich kenne Namen gar nicht von dem. Komm, wir sagen mal das Mehr hat Letzte. sie nicht geschrieben. Was, Ich mehr habe hat sie keine nicht Vergleichsmöglichkeiten. Also werfen Sie besser selbst einen Blick auf die Ergebnisse. Schauen Sie, ob alles richtig aussieht. geschrieben. Ja, das mache ich. Okay, Energiewaffen will ich nicht, Nahkampf, keine Ahnung. Feilschen. Reparieren. So, das ist das, was wir glaube so ziemlich brauchen. Bevor ich Sie gehen lasse, brauche ich noch eine Sache von Ihnen. Ja, Füllen Sie dieses Formular aus, damit ich ein Gefühl für Ihre Gott. Krankengeschichte bekomme. Nur eine Formalität. Ich glaube ja nicht, dass Kopfschüsse in Ihrer Familie eine Erbkrankheit sind. aha, so lustig. Zwei Eigenschaften. Wildes Ödland. Was? Ich gesehen, dass ich muss gehen. Was muss ich da jetzt her tun? Sie erhalten Energiewaffe. Ah nein, das wird ja nicht. Sie haben 10 Aktionspunkte mehr, aber schon richtig toll. Masse statt Klasse. Heißt der Hut? Jedoch. Nein, ist alles nicht schlecht. Nichts für die Ewigkeit. Nein. Machen wir das mal so. Ist ja In Ordnung, das sollte reichen. Kommen Sie mit, ich bringe Sie nach draußen. Hey, wir sind nackt. Also nicht ganz, aber... Ich glaube, nein, ich werde das hier öffnen. Wir nehmen hier ein paar Sachen mit, dass wir die können verscherbeln. Und zwar... Das hat zu wenig Wert. Also der Wert sieht man da immer unten dran. Warte kurz. Da, das Gewicht ist 1, der Wert ist 1. Aber es lohnt sich doch hier eine Kochplatte. Es lohnt sich alles nicht. Ah, in Ruhe lassen. So, jetzt haben wir schon eine 9 mm Pistole und 3 Cent Sporia Flasche. Was ist das? Ophthalmoskop. Bleistift wollen wir nicht. Gewehrkoffer, Energiezelle. Dann nehme ich alles mit. Radix,
Oh, ein Stimpack. Die sind eigentlich noch recht teuer. Gut, dass wir die hier gratis bekommen. Stützbandage. Ja, das kostet 10. Nein, nein. Oh, danke. Feuertruhe. Springmesser. Das Messer nehmen wir auch. Die Munition. Ja. Oh, erste Hilfekäste. Das ist alles wichtig. Das. Oh. Cram. Das können wir verkaufen. Schachbrett. Ja, das ist leer. Aufstangenzigaretten. 40. Boah. Da bekommen wir einen Haufen Geld. Okay. Wie geht's noch weiter? Was ist da denn? Hefe. Dinnerteller. Wir müssen. Im Kühlschrank haben wir. Atomcocktail. Nein, wir nehmen auch alles. Kebab nehmen wir auch. Ja. Das ist glaube ich alles, was es hier so zu holen gibt. Also jetzt reden wir mal mit dem das Dr. gehört Mitchell. Ihnen. Das war alles, was Sie bei Ihrer Einlieferung dabei hatten. Er gibt uns noch Habe das mir Zeug erlaubt, zurück. einen Blick auf die Und Notiz zu werfen. Hätte ja Hinweise auf Angehörige 16 geben Dynamit können. im Zug. Da Das stand war aber mal- nur was von einem Platin-Chip. Wenn Sie wieder nach draußen gehen, sollten Sie das hier haben. Man nennt es einen Pip-Boy. Ich wuchs in einer dieser Walls auf, die sie vor dem Krieg bauten. Wir bekamen alle so einen. Mir nutzt er jetzt nicht mehr viel. Aber nach allem, was Sie durchgemacht haben, möchten Sie ihn vielleicht. Ich kenne das Gefühl von Verlusten. Und ziehen Sie das hier an, damit die Leute Sie nicht wegen mangelnder Sittsamkeit aufs Korn nehmen. War sowieso nie ganz mein Stil. Also. Danke, dass Sie mich Keine zusammengepflegt Ursache. haben. Dafür bin ich ja hier. Okay. Bevor Sie die Stadt verlassen, sollten Sie mit Sunny Smiles reden. Okay, Sunny Sie kann Ihnen Smiles. Das beibringen, wie merken man wir. die Wüste meistert. Sie ist sicher im Saloon. Einige andere Leute im Saloon können Ihnen vielleicht auch helfen. Und der Metallbursche Victor, der Sie aus dem Grab gezogen hat. Okay. Sollten Bei dem Sie da bedanken draußen wir uns verletzt noch. werden, dann kommen Sie einfach zurück. Ich werde Sie wieder in Form bringen. Aber versuchen Sie nicht noch einmal getötet zu werden. Nein, sicher nicht Hardcore-Modus. Spinnst. Okay, jetzt sind wir draussen. Hier ist unser Pip-Boy. Da unten sind... Ja, das weiss ich alles schon, merci. Wir können unser Springmesser auswählen. Nehmen wir hier ein Springmesser. Oh, das ist noch recht schnell. Und wir nehmen jetzt mal die Maschinenpistole. Ja, das lässt sich nicht. So. Die sieht so aus. Wir schießen jetzt. Ja, wir können gar nicht schießen. Ja. Wir haben eigentlich übelste Lags, aber das ist jetzt egal. So. Oh, das ist der Howdy, Victor. Partner. Sie sehen richtig gut aus, Das ist wenn der, ich der das uns so aus dem sagen darf. Grab gezogen hat. Danke, dass du mich aus meinem Grab herausgegraben hast. Keine Ursache. Ich bin immer zur Stelle, wenn ein Fremder in Not ist. Merci. Wie hast du mich gefunden? Während eines Abendspaziergangs Garten- hörte ich Geräusche vom alten Gottesacker. Ich sah ein paar fiese Kerle, also hielt ich mich bedeckt. Als sie weg waren, habe ich nachgeschaut, ob sie noch leben. Das taten sie. Also schleppte ich sie so schnell es ging zum Dock.
Weißt du, wer diese Männer waren, die mich angegriffen haben? Kamen mir nicht bekannt vor, die Lumpen. Vielleicht können Ihnen die braven Bürger der Stadt dabei weiterhelfen. Ja. Was hat dich denn nach Goodsprings verschlagen? Ich bin vor 10, 15 Jahren in die Stadt gekommen. Davor kann mich irgendwie nicht erinnern. Seltsam. Naja, ist eine friedliche Stadt und wohl auch ein guter Ort, um sich niederzulassen. Okay. So einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Ich bin ein Securitron, Rocco Sicherheitsmodell 2060B. Wenn Sie mal einem meiner Brüder begegnen, können Sie ihm Howdy vom Victor ausrichten. Okay. Ja, erst wenn wir in New Vegas sind. Auf Wiedersehen. Gute Reise! Okay, mit dem haben wir schon geredet jetzt. Oh. Also wenn es so rot ist, dann heisst es, wenn wir da etwas nehmen, dann tun wir es klauen. Nur noch so. Aus Info. Hier klauen wir auch etwas. Das ist Easy Pete. Arme Knacker. Oh, beklauen. Arme Knacker. Oh, der sieht verschrumpelt aus. Er hat das gleiche Outfit wie der Doc. Mitchell. Howdy. Howdy. Was kann Easy Pete für Sie tun? Wissen Sie etwas über die Kerle, die mich angegriffen haben? Der mit dem feinen Zwirn scheint das Sagen zu haben, wenn Sie mich fragen. Andere Leute im Dorf könnten mehr wissen. Okay. Ich gebe Ihnen aber einen Rat. Wenn Sie den je treffen, passen Sie bloß auf. Der hat kalte Augen, wie eine Schlange. Dem ist nicht zu trauen, sage ich. Ja, nicht zu trauen. Warum nennt man sie Easy Pete? War mal Prospektor, bis ich mich hier niederließ. Weit weg von der RNK. Jetzt hüte ich Brahmin und Großhörner. Und mein Motto ist... Take it easy. Yeah. Take it easy. So nennen mich Part. Ja, Sie waren ein Prospektor. Haben Sie noch Gold und Silber gegraben? Na, man stöbert in alten Gebäuden rum. Nach funktionierendem Technikkram und so. Manche nennen das Schrottsammeln, aber das fand ich blöd. Für mich klingt das nach kaputtem, fast wertlosem Plunder. Ich habe aber gutes Zeug gesucht. Waffen, Medikamente, Ersatzteile. Bringt gutes Geld. So, also wir reden jetzt noch kurz mit dem Easy Pete fertig und dann beendet der Part hier. Haben Sie bei der Prospektion je was Gutes gefunden? Nee, hatte mal ein richtig gutes Claim. Weit draußen im Osten, am Fluss. Ziemlich Aber Raider haben erfolgreich. mich vertrieben. Irgendwann wurde ich zu alt, um rauszugehen. Das ist der Raider. Was stimmt nicht mit der RNK? Verstehen Sie mich nicht falsch. In der NRK gibt's eine Menge anständige Leute. Es ist bloß, die vereinnahmen einen dauernd, ob man will oder nicht. Orte wie Goodsprings und Prim werden nicht lange unabhängig bleiben. Nicht, wenn sie etwas haben, das die RNK will. Aber die RNK hält die Legion fern. Sprechen wir über die Legion. Das sind Sklavenjäger. Angeführt von einem Kerl namens Caesar oder so ähnlich. Ich glaube, so heißt er. Okay. Vor ein paar Jahren versuchten die, den Hoover-Damm zu erobern. Aber die RNK hat sie geschlagen. Nur vernichten konnten oder wollten sie nicht. Jetzt ist die Legion wieder stark genug und rüstet für den nächsten Vorstoß auf den Damm. Ich sehe immer noch Siegchancen für die RNK. Aber weiß man's? Am Nevada-Ufer des Flusses sollen Legionäre sein. Da sollte man nur mit Schusswaffen rumlaufen. Von denen lässt man sich besser nicht kriegen. Excuse. Warum ist der Hoover-Staudamm so wichtig? Der Damm versorgt einen Großteil von New Vegas mit Strom. Und da ist Lake Mead mit seinem sauberen Wasser. Wer den Damm hat, beherrscht die Region. Wofür verwenden Sie die Großhörner? Meist für Fleisch und Leder. Auf den Rücken packen lassen die sich nichts. Die legen sich einfach hin und bleiben liegen, bis man es runternimmt. Okay. Oben in den Hügeln lebt eine Herde wilde Großhörner. Aber Vorsicht mit denen. Wenn man sie in die Enge treibt, können die ganz schön gefährlich werden. Also, wissen Sie etwas über Victor? Die Maschine? Harmlos. Egal, was Trudy sagt.
Sie vermutet da ein Geheimnis, aber ich glaube, das ist bloß ein kaputtes Relikt, das nirgends hinpasst. Auf Wiedersehen. Immer schön die Wumme einstecken, wenn Sie hier an verlassenen Orten rumschnüffeln. Zum Beispiel im Schulhaus. Da treiben sich oft Viecher rum. Okay, das merken wir. Also, ich würde mal sagen, ich beende den Part hier. Sehen wir da schön auf das Open 20. Boah, fail. 24 Stunden offen. Und wir sehen uns im nächsten Part.